Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal vor dem Klassiker bei Borussia Dortmund. Sehr interessantes Spiel, richtungsweisendes Spiel vielleicht. Kommt aufs Ergebnis drauf an, bevor wir reingehen. Wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit gehen wir auch schnurstracks rein in den Bombs. Bitte, hier ist Stefan Kumberger, die erste Frage. Stefan, da ist Guten er. Vinny, wie wichtig ist für dich das Spiel überhaupt noch? Ihr habt ja einen komfortablen Vorsprung. Und wie viel Risiko bist du bereit einzugehen, wenn es um Spieler wie Manuel Neuer, Jamal Musiala, Konrad Laimer geht? Ja, ich glaube, dass für mich die Sachen getrennt sind. Ich meine, das ist ein Klassiker und das hat seine Wichtigkeit. Ich habe auch gesagt, in diesem Moment, wo die Klassiker gespielt wird oder 1 gegen 2, das war letztes Jahr mit Leverkusen, dieses Jahr ist es Dortmund und Klassiker, finde ich es wichtig, dass wir dürfen das schon so groß machen, wie es ist. Also ich finde das total gut. Es gibt keine Komfortabilität in diesem Fall. Und ich hoffe auch, ehrlich gesagt, und ich glaube, dass es wichtig ist für die Bundesliga, dass es auch ein richtiges Topspiel wird. Nicht nur zwei Mannschaften, die Angst haben, die nur schauen, auf wie viele Punkte wir haben, aber zwei Mannschaften, die sagen, wir wollen Dortmund schlagen. Und dass Dortmund das Gleiche will, das macht dieses Duell, glaube ich, sehr gut. Und alles, was sportlich ist oder Verletzungen und so, da gibt es natürlich immer einen Unterschied, ob das jetzt ein Endspiel sein würde oder ein Ligaspiel, ist trotzdem anders. Und wir haben keine Angst, Risiko zu nehmen, aber wir möchten nicht zu emotional reagieren auch. Also wir haben einen guten Kader, wir vertrauen die Kader, die Jungs, die morgen spielen, die sind alle in der Lage, diese Ergebnisse zu holen für uns. Ja. Okay, nächste Frage. Bin ich ja mal ein bisschen gespannt auf die Aufstellung. Wichtiges Spiel. Ja, komfortabler Vorsprung. Ich habe es ja schon im Taktikfuchs gesagt. Verlierst du das Spiel, ist Dortmund auf 5 ran. Kriegen wahrscheinlich nochmal die zweite Luft. Haben keine Doppelbelastung mehr. Wir schon. Könnte dann vielleicht interessant werden. Schlägst du Dortmund, bist du Meister. Das ist mein Take. Ja, ich weiß, 10 Spieltage vor Schluss sollte man das nicht äußern. Aber dann hast du 11 Punkte vor Dortmund. Dortmund, die dann eine sehr dunkle Woche dann hätten. Ja, mit Aussehen der Champions League und Meisterschaft weg. Glaube ich nicht, dass die sich dann noch groß, weiß ich nicht. Ja, dass die noch daran glauben, dann nochmal 11 Punkte wegzumachen. Also wir reden dann noch über 10 Spiele. Das heißt, wir könnten sogar 3 von diesen 10 verlieren und wären immer noch vorne. Wenn Dortmund alles gewinnen würde, das kommt ja auch noch dazu, ja. Also deswegen glaube ich, wenn wir das Spiel gewinnen sollten, 11 Punkte haben, dann ist der Drops gelutscht, was die Meisterschaft angeht. Spielen wir unentschieden, was so das unattraktivste Ergebnis ist, dann ist es auch noch komfortabel mit 8 Punkten. Da muss er nochmal 2, 3 Wochen vielleicht warten, ja, aber dann bist du auf einem guten Weg, sage ich mal. Ja. Ansonsten, was Winnie sagt, hört sich ja eher so an, als wenn der eine oder andere morgen nicht aufläuft. Wenn Fonsi raus ist, ich weiß nicht, was jetzt mit Ito ist, ob der auch raus ist, hört er sich so an. Dann wird es aber auch schon dünn auf der Linksverteidigerposition, ja. Da muss ja schon Conny Laimer auflaufen oder wieder Tom Bischoff oder sowas. Wie will sie? Ich nehme an Felix Fischer für Sky. Jo, hallo Felix. zusammen. Wie sieht es mit Personal aus, gerade auch was Manuel Neuer betrifft? Wie geht es bei Alphonso Davies Alter, geht voran? Wie mit sieht es bei das Konrad auch Laimer nicht, aus? Einfach Thema Personal. Ja, Manu, eigentlich sieht gut aus. Wir hatten gedacht, dass er vielleicht länger ausfällt und er macht es gut im Moment, trainiert vielleicht sogar mit heute. Und dann müssen wir noch einmal besprechen nach dem Spiel, aber für mich ist eigentlich alles positiv und vielleicht ist es für morgen eher nicht. Aber trotzdem möchte ich das noch einmal besprechen mit Manu und wenn nicht, dann ist es, dann machen wir wie wir das vorher immer gemacht haben mit Jonas Urbich und er hat uns immer sehr gut vertreten. Und dann freuen wir uns darauf, dass Manu ganz bald wieder einfach ganz normal Ja, freuen wir uns alle drauf. trainieren kann, aber es läuft positiv für ihn. Conny, gut,
hat die ganze Woche mittrainiert. Ja, dann ist alles klar. Und Alfonso, ja, der hat gestern gelaufen, das habt ihr alle gesehen, glaube ich. Also wenn die Spieler manchmal rauslaufen, ihr seid die Ersten, die das seht normalerweise, weil unser Trainingsgelände ein bisschen offen ist natürlich. Aber nein, Fonsi gut und schauen wir, was passiert für ihn nächste Woche. Aber der wird auf jeden Fall da sein für diese wichtige Märzmonat. Und letzte war? Ja, das waren die alle. Okay, ist gut. Auf der Kimmich, fragen wir nochmal nach. Wie sieht es mit Josh aus? linken Seite Christian Kunz für die dpa. Auch eine Frage an den Trainer. Dortmund spielt eine sehr gute Saison, hat aber diese Woche einen riesen Rückschlag erlitten. Was macht das mit so einem Gegner? Es kann alles machen. Man weiß nicht. Sehe ich genauso. Wie gesagt, es ist natürlich ein Rückschlag. Und das war auch es war eine Art von Spiel, wo Dortmund hätte auch weiterkommen können. Und deswegen ist es natürlich mental macht das immer was, aber was daraus kommt, das kann in beide Richtungen gehen. Und was wir aber unter Kontrolle haben, ist, wie wir in dieses Spiel reinkommen. Und wir haben eine gute Woche gehabt. Wir haben gespürt, dass es auch eine Klassikerwoche war. Im Moment war es sogar diese gesunde Gift manchmal im Training, was ich liebe. Und ja, dann haben wir jetzt alles richtig gemacht bis zum Spiel und wollen wir im Spiel genauso weitermachen. In der Mitte Heiko Niederer für die Polizei. Ja, sehe ich 1:1 genauso. Ne? Wie gesagt, kommt drauf an, wie schnell Dortmund das abhaken kann, beziehungsweise die Spieler es abhaken können oder ob sie sich davon noch ein bisschen beeinflussen lassen und dann, wenn es schnell 1, 2 Dinger kriegen, das dann gleich wieder komplett zerbrechen. Kann aber auch natürlich genau das Gegenteil bewirken. Wie gesagt, Pokal weg, Champions League weg, Meisterschaft wäre so das letzte offene Ding. Dafür muss Dortmund gewinnen. Ein Punkt reicht nicht. Ja, Dortmund muss gewinnen, um nochmal sagen zu können, 5 Punkte, das ist vielleicht noch irgendwo machbar, wenn wir alles gewinnen. Von daher, es kann ein interessantes Spiel werden. Ich bin gespannt. Ähnliche Frage an beide. Für Dortmund ist es ja tatsächlich jetzt möglicherweise die letzte Chance, noch die Saison ein bisschen zu retten, weil ich glaube, sind uns eigentlich alle einig, bei 11 Punkten, wenn Bayern das gewinnt, wird es sehr, sehr schwierig mit der Meisterschaft und dann ist man Champions League raus und Pokal raus. Ist dieser Druck, den sie dann haben, dadurch noch mal höher auf Dortmund? Wird man das spüren am Samstag? Ich kann nicht sagen, wie es sich anfühlt für Dortmund, aber für uns... Und ich habe das von Anfang an gesagt, aber für uns geht es noch immer über diese 3 Punkte. Es ist ein Klassiker, also für mich ist es immer seine eigene Titel, wenn man sagen, also, weil man sagt, die können jetzt nichts mehr gewinnen, aber die Wahrheit ist, diese Spiele sind auch dermaßen wichtig, dass es auch ein kleiner Titel ist. Das will ich nicht vergessen. Prestige. Und deswegen ist es für uns auch eine absolute Priorität, da zu gewinnen. Und dann auch wenn wir gewinnen oder wenn wir verlieren oder wenn wir unentschieden spielen, also die Ergebnis wird nicht unsere Mentalität ändern für die nächsten Spiele. Wir wollen einfach weiter marschieren und einfach immer sehen, wie weit wir diese Grenze bringen können, Tore schießen, siegen. Wir sind auf einem guten Weg und wir möchten dafür kämpfen. In der Mitte Marc Gabel für RTL, bitte. Oh, Max. Nee, Oh. das ist wirklich alles gesagt. Wenn ich jetzt wieder anfange, wiederhole ich es nur noch. Okay. Guten Morgen zusammen. Dortmund ist die einzige Mannschaft, die noch kein Heimspiel verloren hat in dieser Saison. Bayern ist die einzige Mannschaft, die noch kein Auswärtsspiel verloren hat. Das klingt jetzt per se erstmal nach einem Unentschieden, wenn man jetzt einfach drauf schaut. Wie erwarten Sie den Gegner? Gnadenlos offensiv, vielleicht eher ein bisschen abwartend? Was glauben Sie, wie wird Dortmund dieses Spiel angehen und wie muss Ihre Mannschaft darauf reagieren? Schwierig einzuschätzen. Natürlich richtig Druck machen und dieses Spiel offen machen, das heißt, man muss da auch viel Energie reinstecken. Also die können das, wenn die das wollen. Das haben die schon oft gezeigt und deswegen haben die auch viele Spiele gedreht in die letzten Minuten, weil die einfach die haben diese Fähigkeit auch wenn die Druck machen wollen, einfach richtig Gas zu geben. Aber ob das die Entscheidung ist für morgen, das weiß ich nicht. Also von uns aus ist es, glaube ich, ein bisschen deutlicher. Also bei uns ist Gas geben, auf jeden Fall. Das kann ich jetzt schon sagen. Und alles andere hängt da ein bisschen ab vom Gegner, aber wir wissen
wenn die ein bisschen defensiver stehen oder wenn die richtig Gas geben, was dann für uns die Prioritäten sind. Und wir wissen, dass wir auch gegen eine Top-Mannschaft spielen und das ist deswegen keine leichte Sache wird. Dann in der zweiten Reihe, bitte. Davon ist Guten Morgen, auszugehen. Tobias Ja. Schwaninger, Münchner Merkur TZ. Herr Kompany, es ist schon ein bisschen her. Sie haben im Dezember 2012 mit Manchester City mal 0:1 verloren im Signal Iduna Park. Können Sie uns vielleicht mal aus Spielersicht erklären, wie es sich anfühlt, vor der gelben Wand aufzulaufen und wie man vielleicht die Spieler, die zum ersten Mal dabei sind, darauf einstellt? Ja, danke, dass Sie mich das zurückbringen, diese Gedanken. Aber das sind jetzt über die Ergebnisse, es ist Fußball. Man kann immer gewinnen oder verlieren, aber vom Gefühl her sind das die Spiele, wofür man Fußball spielt. Also es ist nicht nur Dortmund gegen einen anderen Gegner, es ist Ja, ist halt so, ne? Die Gegner von uns haben ja immer das Spiel der Saison. So, bei uns ist es, ja, für mich persönlich, aus die letzten Jahre, Jahrzehnte gewachsen, ist es Dortmund. Ja. Ganz früher war es vielleicht mal noch ein bisschen Schalke irgendwie zu einer Zeit. Es war auch mal eine Zeit lang Bremen und so weiter, aber so am konstantesten ist es einfach Dortmund. Ja. Da waren die heißesten Spiele. Das war der Konkurrent, der uns am häufigsten geärgert hat. Ja, und wenn wir darüber reden, dass wir so ein Spiel der Saison haben, dann ist es auch gerade in Dortmund. Weil Dortmund bei uns ist ja auch schon lange zahnlos. Ja. Wenn, dann sind es die Spiele in Dortmund, wo man sagen kann, jo, das ist so das Spiel, wo alles möglich ist, wo alles drin ist. Ne? Und deswegen bin ich sehr gespannt, ja. gegen Bayern München. Und da einfach ein Teil zu sein von Bayern München und da hinzufahren und die Möglichkeit haben zu gewinnen, weil Sie sprechen über Verlieren. Also in meinem Kopf geht es nur über Gewinnen. Und die Möglichkeit haben, was zu gewinnen in diese Momente, das ist für mich einfach das Geilste, was es gibt. Und alles andere, die Konsequenz, wenn man verliert, egal, weiter aufstehen und weitergehen. Und irgendwann kommt diese Möglichkeit wieder und dann versuchst du wieder. Immer, bis du die Chance nicht mehr hast. Ja. Stefan Kumberger ist wieder an der Reihe, bitte. That's the point. Max, Frage an dich. Jetzt muss ich schauen, dass ich alle zusammenbekomme. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Volker Struth, Roger Wittmann, Matthias Sammer, Oliver Kahn, alle haben sich zu diesem Beraterthema geäußert. Hilft diese Diskussion? Aktuell ist es schon mal gut, dass überhaupt diskutiert wird? Aber ich habe es doch in deinem Interview auch kommentiert. Da war die Diskussion noch nicht so weit. Naja, also das Beraterthema ist ja in dem Fußball, ich glaube, was war der erste große Deutsche? Norbert Flippen, damals bei Lothar Matthäus, der so bekannt war, wo dann eben die Beratertätigkeiten anfingen. Ich habe was dazu gesagt, Verträge sind sehr komplex geworden, Rechte von Spielern, von Vereinen sind sehr, sehr komplex geworden, dass man eine Begleitung hat als Spieler, das finde ich ehrlicherweise nicht verwerflich, sondern im Gegenteil sogar richtig, damit man nicht, Entschuldigung, unter falschen Voraussetzungen Verträge unterschreibt. Und das sind ja doch elementare Verträge. Man kann natürlich über die Honorierung von Beratern diskutieren und sprechen. So dieses populistische Pauschal, die braucht keiner. Ich glaube, das ist nicht der zielführende Weg und die zielführende Aussage. Wie geht man miteinander um? Nein, das glaube ich auch nicht. Ja, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, keine Ahnung. Du bist ein junger Jaros, bist ein junger Spieler, bist bei irgendeinem Verein und möchtest gerne irgendwann in einer anderen Liga spielen, bei irgendeinem bestimmten Verein oder sowas. Wie willst du das denn als Spieler selber bewerkstelligen? Erstens hast du gar nicht die Zeit dazu, außer vielleicht dann in deiner Sommerpause, wenn du denn eine hast. Also die haben natürlich ihre Daseinsberechtigung. Und es ist auch völlig, nochmal, ja, das ist dasselbe wie, keine Ahnung, nimm mal ein doofes Beispiel, irgendwelche Influencer, irgendwelche großen Streamer oder so, die auch Millionen verdienen im Jahr. Ja. Einfach, wenn sie da hocken und dummes Zeug von sich geben, ja. Da ist halt einfach so viel Geld im Markt. Das ist im Fußball halt auch so. Und es ist auch völlig fein, aus meiner Sicht jetzt, wenn das ein guter Berater ist, dass der sich da ein gewisses Honorar abholt, ja. Und das ist für mich auch fein, wenn der Vertrag, so wie es leider ist, sagt, der Berater bekommt 10% von Handgeld, von Ablösen
Ja, was ist dann die Intention vom Berater? Natürlich ist dann die Intention vom Berater, wie jetzt bei Opa, ja, entweder wechselt Opa, dann kriegt er 10% von 50 Millionen, wenn der Vertrag jetzt nicht schon ausgelaufen wäre, oder es geht ums Handgeld. So, ja. Ähm, Man muss einfach wieder dahin kommen, dass Berater das Beste für den Spieler wollen und nicht das Beste für sich. Und man hat ganz, ganz oft David Alaba, das perfekte Beispiel, ja, der fast heulend auf der PK saß und gar nicht fassen konnte, was dann am Ende des Tages passiert ist, dass der FC Bayern halt den Vertrag nicht verlängert für diese Kondition. Da hat mit Sicherheit der Berater nicht das Beste für den Spieler im Sinn gehabt, sondern für sich, ja. Und da muss man hinkommen, ja. Es wäre gut, wenn ein Berater ein Fixgehalt bekommt und man verbieten würde, was natürlich irgendwie wahrscheinlich rechtlich nicht geht, dass man aber verbieten würde, dass Berater ihr Geld dadurch bekommen, wenn es darum geht, Ablösen zu erzielen oder Handgelder zu erzielen, ja. Oder auch, dass sie Prozente vom Jahresgehalt bekommen oder sowas. Ja, man sollte feste Prämien einführen, die Berater bekommen, die verhandelt werden mit dem Spieler. Und dann ist das dem Berater nämlich am Ende des Tages egal, ob der Spieler beim FC Bayern spielt, ob der Spieler jetzt wechselt für 50 Millionen, ob der Spieler jetzt bei der nächsten Vertragsverhandlung 30 Millionen kassiert. Das ist denen am Wumpe. Ja, dann kann der wieder sich mehr auf den Spieler fokussieren. Was ist denn sportlich das Sinnvollste für diesen Spieler? Ja, das ist doch der Punkt. Das sportlich Sinnvollste für Upamecano, ja, war wahrscheinlich beim FC Bayern zu bleiben, weil er einen Trainer hat, der auf ihn setzt, weil er eine Mannschaft hat, in der er reinpasst, in der er anerkannt ist und so weiter. Ja, da muss man doch hinkommen. Ich finde es auch völlig legitim, dass es Berater gibt. Es gibt nur so viele schlechte Berater und so viele Berater, die nur auf die Kohle schauen. Ja, das ist so, glaube ich, das größte Problem. Ne? Da müsste man halt einfach hinkommen. Und dann wird sich vieles, glaube ich, von ganz alleine erledigen und die Spieler wären auch besser beraten. Der andere Punkt, ich glaube, man kann auch nicht alles nur auf den Berater abwälzen. Ja? Ich glaube, es gibt Spieler, die einfach, ja, das Maximale rausholen wollen, die einfach geldgeile Wichser sind. So, Punkt. Ja, wie es bei jeder Schicht so ist. Ja, es gibt immer Menschen, die Dollarzeichen in den Augen haben, denen das wichtiger ist wie alles andere. Die wird es immer geben. Ja. Ich meine, warum wechseln Spieler nach Saudi-Arabien? So. Ja, natürlich auch für die Berater lukrativ. Aber natürlich muss der Spieler auch sagen, jo, ich gehe in eine Fußballliga, wo die keine Relevanz hat, ja. Das ist halt auch ein Faktor. Ja, alles nur auf die Berater abzuwälzen, ist auch nicht richtig. Ne? Da muss man schon ein bisschen gucken. Sowohl meine Person, aber auch Karl-Heinz Rummenigge weiß ich, der lange hier Vorstandsvorsitzender war. Wir waren in zig Kommissionen mit Beratern zusammen. Wie kann man Regelungen finden, wie Berater bezahlt werden für Leistungen, die sie machen? Das hat man nie geschafft, weil natürlich immer unterschiedlichste Interessenlagen dann eben auch eine Rolle spielen. Die FIFA hat es mal Aber schön, dass er das selber erzählt, so in der Richtung, ne? versucht, aber dann wurde es wieder abgelehnt. Es ist ja momentan immer noch ein Gerichtsverfahren, was ja auch schwebend ist, was noch nicht entschieden ist. Natürlich müssen wir alle wissen, also sowohl Spieler, Verantwortliche, aber auch Berater. Wir sitzen natürlich alle in diesem Boot des Fußballs. Und dieses Boot hat nur eine gewisse Anzahl an Paddeln, wenn ich das Paddel jetzt mal mit finanziellen Möglichkeiten nehme. Und wenn irgendwann keine Paddel mehr da sind, dann rudert keiner mehr von uns. Also weder wir, aber sie auch nicht mehr. Und ich glaube, das ist das, was wir alle im Kopf haben sollten, an die Zukunft zu denken, es gesund zu halten. Natürlich wird Geld bezahlt, wenn man einen Spieler unbedingt haben möchte. Es ist ja schon lange nicht mehr gesund. Und die letzten 2, 3 Jahre nimmt das ja Form an, die sind abartig. Als Verein hast du immer die Kraft zu sagen, okay, ich will es nicht oder ich will es doch. Ich bin bereit, das zu investieren. Diese Entscheidungslage haben wir immer als Verantwortliche. Aber mittlerweile gehört der Berater halt zum Markt dazu, wie Ablösesummen gegenüber anderen Vereinen. Und das muss man einfach berücksichtigen. Es hat sich ein bisschen geändert, das habe ich ja auch gesagt in einem Interview. Das mit Bosman natürlich am Anfang, diese Ablösefreiheit war da. Das heißt, Spieler waren frei,
aber es wurde früher kaum ein Spieler ablösefrei transferiert, in Anführungsstrichen. Doch, wenn der Verein nicht mehr wollte, zu verlängern, er hat keinen Verein gefunden, dann ist der Vertrag ausgelaufen. Aber jetzt natürlich benutzen Berater auch diese Möglichkeit der Ablösefreiheit und sagen, okay, naja gut, dann finden wir keine Einigung, dann schauen wir halt im Sommer, wann auch immer der Vertrag ausläuft, wie es weitergeht. Meine zentrale Aussage ist, wir müssen alle uns bewusst sein, wir haben nur dieses eine Boot. Und das eine. So, da muss man aber auch mal klar sagen, da musst du den Spieler aber auch mit in die Pflicht nehmen. So, ja. Bleiben wir beim Beispiel Upamecano. Es ist ja völlig okay, wenn Upa das Maximale rausholen will, haben wir schon ausgiebig diskutiert, ich mache das Thema nicht wieder auf. Da muss man aber dem Berater auch sagen, pass mal auf, du kannst das Maximale rausholen, ich möchte aber unbedingt beim FC Bayern bleiben. So, und da muss der Berater auch irgendwann schlau genug sein und sagen, jo, alles klar, hier ist jetzt hier ist das Maximum vom Verein und hier lenke ich jetzt ein. Ja. Das passiert ja alles nicht. Das ist ja so das Problem. Ja. Boot sollten wir nicht zum Kentern bringen. Und diese Aussagen mit, oh ja, Vertragsangebot ist vom Tisch. Alter, das ist ja schon ein schlechter Witz. Das hörst du ja in jeder Vertragsverlängerung bei uns. So, ja, das Angebot ist jetzt vom Tisch. Ach ja, ja, alles gut, ich nehme das jetzt. Ja, alles klar, dann verlängern wir. What the fuck, Alter? Was ist das für ein dummer Scheiß? Ja. Du machst dich so unglaubwürdig. Alle dafür gefragt. Machen wir noch 2 Fragen, glaube ich. Hier rechts hinten. Glaubst du, Dieter? Eine Frage an Sie beide zur Champions League-Auslosung. Was wäre Ihnen lieber, Leverkusen oder Atalanta Bergamo? Scheißegal, es ist Bergamo geworden übrigens heute. Zum Glück. Aber wir haben keinen Einfluss drauf. Also, ne, weil deutsche Spiele in der Champions League im Viertelfinale, super langweilig, oder? Also dann lieber gegen Bergamo, gegen italienische Mannschaften sahen wir meistens ganz gut aus. Aber so deutsche Duelle so früh in der K.O.-Phase finde ich super ätzend. Natürlich wäre es gekommen, es wäre Dortmund gewesen, ja. Hätte Fahrradkette. Jetzt ist es Bergamo. wir kriegen was zugelost, dann kommt auch der Pfad noch. Der Pfad kann auch unterschiedlich sein. Das heißt, wo wird Manchester City und Sporting Lissabon hingelost? Das ist jetzt viel hätte, wäre, wenn. Um 12 Uhr wird der Christoph die Kugel ziehen. Also wird dabei sein. Und dann hoffen wir, dass er keinen Fehler macht. Und dann schauen wir, wer kommt. Leverkusen kompliziert, Atalanta kompliziert. Aber wenn du Champions League Achtelfinale spielst, dann gibt es eben auch keinen leichten Gegner. Wollte ich gerade sagen. Yeah. Quickly in English, but if it happens again in the next rounds, at least you know how I work. I'm the worst person to ask these type of questions because I absolutely do not care. And I know it's a gift because I know that for a lot of people it's impossible. But if I cannot control it, mix the bag and whatever falls out of it will go full and attack it, whatever it is. But this goes for this round, hopefully rounds after. I've always been like this, yeah. So I care about Dortmund now. Dann hier vorne noch 2 Mal. Einmal Christian Kunz, bitte. Eine Frage an Max Eberl. Lennart Kahl ist die Woche 18 Jahre alt geworden. Können Sie mal kurz umreißen, wie sich seine vertragliche Situation jetzt neu darstellt? Langfristig wie davor auch. Gibt es keinen Zeitpunkt, wenn der Vertrag läuft? Was soll er denn jetzt da sagen? Soll er jetzt sagen, der Junge verdient jetzt so und so viel und hat 5 Jahre Vertrag oder was erwarten die jetzt? Er hat einen langfristigen Vertrag bei uns und wir sind sehr, sehr glücklich, dass er das hat. Okay, dann die letzte Frage von Heiko Niederrhein. Ich muss noch mal kurz beim Personal nachfragen. Es gab ja so ein paar Spieler, die so ein bisschen, glaube ich, Problemchen hatten die Woche oder mal ausgesetzt haben. Pavlovic, Olise, Ito, Kim, alle dabei, alle fit oder gab es irgendwo noch Probleme? Ja, also tatsächlich diese Information, wir haben ein Medical Meeting nach dieses PK und dann bekomme ich noch vielleicht die letzte Information über der eine oder andere Spieler, aber lass uns so sagen, sieht im Moment gut aus. Die Frage kam, über welche Jungs alle einsetzbar sein, um von Anfang an vielleicht gegen Dortmund zu starten. Vielleicht nicht alle, aber wir sind eigentlich in einer positiven Lage mit dieser Kader und wir werden auf jeden Fall Möglichkeiten haben, ganz stark anzufangen, immer. Und dann die letzte Information über vielleicht der eine oder andere Spiel bekomme ich in den nächsten 30 Minuten. Ja. Dann komme ich nochmal wieder. Genau. PK Teil 2. Ja, soweit kommt's. Okay, danke Max, danke Winnie, danke euch. Wir sehen uns morgen. Ciao, Danke. servus. Leute, ich mache das auch kurz und schmerzlos, es ist spät. Wir sehen uns auch morgen Abend nach dem Spiel. Hoffentlich mit einem positiven Fazit meinerseits.
In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.